ist meine erste Frage. Wenn ich sage, ich komme aus der Schweiz, woran denkt ihr dann im ersten Augenblick? An die Schweiz. Ja, oh shit. Salut zusammen und herzlich willkommen zu diesem bisschen spezielleren Video. Ich befinde mich gerade in München, habe eigentlich vor, noch ein bisschen Ferien zu machen, aber ich habe dann gemerkt, ich kann es nicht lassen, ich muss einfach Videos produzieren. Hinter der Kamera steht der Lukas, er ist auf Instagram sehr aktiv und gerade verlinkt. Und jetzt geht's los. Ich bin jetzt extra aus der Schweiz hier nach Deutschland gekommen, um ein bisschen Diplomatie mit euch zu machen. Jetzt meine erste Frage, wenn ich das Wort Schweiz sage, was kommt euch da in den Sinn? Ja, die Schweiz, das ist halt so... Ein Witz oder was ist es genau? Woran denkt ihr dann im ersten Augenblick? An die Schweiz. Ja, oh shit. Käse. 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 Kühe. Wohne ich in einem Witz, dass du so lachen musst oder was ist? Nein, das ist halt zum Beispiel... Geld. Geld, okay. Sehr viel Geld. Wirklich? Das auf jeden Fall. Also die Schweiz ist... Und was denkst du, wenn man einem Schweizer Deutschland sagt, was kommt dem als erstes in den Sinn? Das Oktoberfest. Oktoberfest. Bier. Bier. Ihr seid echt ein trinkfestes Völkchen, könnte man das wirklich so sagen? Ja, wahrscheinlich. Aber wahrscheinlich erstmal shoppen. Ja. Könnte ich mir gut vorstellen. Okay, Oh ja. getroffen. Was können wir Schweizer denn von euch Deutschen lernen? Mehr Bier trinken. Und was denkst du, was könnt ihr Deutschen von uns Schweizer lernen? Wie man gescheite Uhren macht. Okay, ja. Wie man am besten mit Geld umgeht. Immer dieses Geld. Dass ihr gute Berge zum Skifahren habt. Okay, ja gut, für die sind wir nicht persönlich verantwortlich zwar. Was gibt's denn in der Schweiz so? Käse, seid ihr nicht so voll gut im Käse machen? Ja, also ich finde, wir haben ein bisschen mehr zu bieten als nur Käse, aber wenn du Käse lernen möchtest, dann haben wir sicher auch dort etwas zu bieten. Ich werde euch jetzt einen schweizerdeutschen Satz vorsagen und ihr müsst den nachsprechen auf Schweizerdeutsch. Ich habe in meiner Küche ein kleines Küchenkästchen. Was gibt's da zu lachen? In meiner Küche ist ein kleines Küchenkästchen. Ich in meine Ich habe in meiner Küche Ich koche in die Küche. ein kleines Küchenkästchen. Ich kleines Kruschki Käschke. Was? Klingt jetzt ein bisschen mehr nach Polnisch, aber okay. Oh Gott, was ist das? Das ist Arabisch ein bisschen. Nein, Oh Gott. ich habe in meiner Küche ein kleines Küchenkästchen. Ich habe eine Küche, eine kleine Küchenkästchen. Allahu Akbar. Küchenkästchen. Kuchenkaste. Nicht Küchenkästchen. Küchenkästchen. Ich habe Deutschland sehr gern. Versuchst du mal an, ja? Ich habe Deutschland sehr gern. Oha. Nehmen wir an, wir sind jetzt in der Mitte von Deutschland. In welche Himmelsrichtung müssten wir laufen, um in die Schweiz zu kommen? Nach Westen oder nach Osten? Okay, also heißt das, sind wir jetzt hinter Sachsen da hinten? Nee. Nein. Und nach Osten, das würde mich dann doch ein bisschen kränken. Grenzt die Schweiz überhaupt an Deutschland? Nein. Das heißt, wir sehen hier von unserem geistigen Auge die Deutschlandkarte. Wo liegt die Schweiz? Oben. Oben. Dort ist aber die Nord- oder die Ostsee, also wir schwimmen nicht so gerne. Wenn wir auf der Karte über Deutschland wären, in welcher Himmelsrichtung wären wir dann also? Ich habe keine Ahnung. Also, die Schweiz befindet sich auf unserem geistigen Auge unter der Deutschlandkarte. Darunter. In welcher Himmelsrichtung davon ist das also, wenn du in der Mitte Deutschlands stehst und in die Schweiz laufen möchtest? Süden. Ja! Das ist es mit dem Video aus München. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Zeige das Video vielleicht auch ein paar deutsche Kollegen von euch. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Nein, das ist halt zum Beispiel... Also die Schweiz ist... Okay, Entschuldigung. Entschuldigung, Raucher. Ist das hier immer so?